Lasst uns doch gemeinsam aufschlagen, Hebräer 11, Vers 7. In Hebräer 11, Vers 7 spricht Paulus, und wir kennen dieses Kapitel gut, es geht um den Glauben, und dort heißt es in Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Errettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Selbst hier ist von dieser Gerechtigkeit aus dem Glauben die Rede. Aber das mag nicht unser Thema heute Morgen sein. Heute Morgen wollen wir über Noah sprechen und uns die Frage stellen, hättest du mit Noah gebaut? Durch den Bau der Arche in der damaligen Zeit schützte Noah sich und seine Familie vor der kommenden Krise. Was würde aber wohl Noah in unseren Tagen tun, wenn er heute unter uns leben würde? Und das ist die Frage, die ich gerne mit euch die nächsten Minuten besprechen möchte. Tun wir, was Noah heute tun würde, wenn er heute unter uns wäre, vielleicht vor uns stehen würde? Und die meisten von uns mögen diese Geschichte, denn sie lässt uns staunen über Gottes mächtiges Handeln zur damaligen Zeit. Das heißt, wir lieben diese Beauftragung Noahs und den Schiffsbau für über 120 Jahre. Und der Tag, als die Tiere begannen, in die Arche zu gehen, dann das übernatürliche Schließen der schweren Tür durch einen Engel. Wir mögen all diese Facetten. Und dann der Sturm und die weltweite Flut. Das gefällt uns. Und wir stellen heute, ein paar Jahrtausende später, dann diese Geschichte völlig bezugsfrei zu unserer heutigen Zeit dar. Und daher erfreuen wir uns an all den Elementen der Geschichte damals. Aber ihr Lieben, was wäre, wenn sich diese Geschichte zur Zeit der letzten Generation auf dieser Erde vor dem Zerstören der Erde bei einem zweiten Mal wiederholen würde? Und das womöglich in einer praktischeren Weise als wie von vielen erwartet. All die großen Ereignisse, heißt es hier, und Vorgänge der Geschichte des Alten Testaments haben sich und werden sich in der Gemeinde der letzten Tage wiederholen. Wir hatten gestern bereits dieses Zitat. Glaubst du das, was hier steht? Glauben wir es wirklich? Wenn ja, dann darf es nicht bei der bloßen Bewunderung dieses Noahs von damals bleiben. Was wäre, wenn Erstaunen und Bewunderung über diesen Noah nicht ausreichen würden? Was wäre, wenn die Geschichte beabsichtigt, mehr als nur reine Bewunderung bei uns heute auszulösen? Was wäre, wenn die Geschichte uns heute aufrufen würde, es Noah gleich zu tun? Und es heute Tausende von Noahs geben sollte, die weltweit an ihren Archen bauen. Was wäre, wenn? Könnte womöglich das die wahre Intention der Aufzeichnung für diese Geschichte sein, nicht nur um unsere Neugierde zu befriedigen? Die ganze Heilige Schrift zeugt von diesem Noah. Warum tut sie das? Wir lesen von ihm im Alten Testament und wir lesen von ihm sogar im Neuen Testament. Selbst Jesus spricht von diesem Noah. Ist das nicht interessant? Was schätzt ihr, wie viele Male ist im Neuen Testament von ihm die Rede? Schätzt mal. Ihr könnt es ja nicht wissen, ich habe es auch nicht gewusst. Schätzt doch einfach mal. 7 Mal ist doch schon sehr gut. Dankeschön. Es ist ganz knapp dran. 8 Mal. Im Neuen Testament ist 8 Mal von entweder Noah, der Arche oder von beidem die Rede. Da kommen wir insgesamt auf 8 Verse. Ich habe euch diese Verse mal mitgebracht. Durch Noahs Werk, ihr Lieben, wurden 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet und das Neue Testament zeugt an 8 Stellen von diesem Noah und seiner Arche. Mögen wir die Dinge weiterhin aus Gottes Perspektive und all diese Schönheiten sehen, die er in seinem Wort verborgen hat.
aber aufdecken möchte. Allein die Hälfte dieser 8 Verse, schaut mal, stehen in den sogenannten Endzeitkapiteln der Bibel, nämlich Matthäus 24 und Lukas 21. Keine andere biblische Person, wir haben heute Morgen schon von Lots Frau gehört, schafft es so häufig in diese Endzeitkapitel. Wir lesen zwar von Daniel und von Lot und von seiner Frau, aber Noah überragt sie alle. Von ihm ist am häufigsten darin die Rede. Auch ist er der Einzige, der es in beide Endzeitkapitel geschafft hat. Was möchte Gott uns damit sagen? Versuchen wir seine Sprache zu verstehen, langsam dieses Karnäisch, sagt man es Karnäisch, zu lernen. Es ist kein Zufall. Was ist es, was Gott uns dadurch sagen möchte? Christus selbst gibt uns die Antwort. Denn wir lesen in Matthäus 24, Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Wir sind die Generation in der ganzen Weltgeschichte, der am meisten diese Worte Christi gelten. Denn nie gab es einen Tag in der Geschichte, als wir seiner Ankunft näher waren. Wir dürfen zwar nicht zur Zeit Noahs leben, von der hier die Rede ist. Das ist uns verwehrt. Doch dafür dürfen wir genau in der anderen Zeit leben, von der Christus hier spricht. Was für ein Vorrecht! Wenn sich am Ende der Weltgeschichte abspielt, was sich damals in den Tagen Noahs abspielte, ihr Lieben, dann muss es heute auch Noahs geben. Weil Christus sagt, wie es in den Tagen Noahs war, wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Und sofern Gott heute Noahs hat, seinem Wort entsprechend, dann müsste es auch eine Arche geben. Denn Christus sagt genau das. Es wird so sein wie zur Zeit Noahs. Und Noah war elementar und die Arche war elementar. Wie könnten wir das auf unsere Zeit übertragen und die beiden wichtigsten Dinge, Noah und Arche, wegnehmen? Bedenken wir, dass Noah ohne die Arche völlig bedeutungslos wäre. Ohne die Arche gäbe es keine Geschichte um Noah. Ohne Noah würden wir womöglich nie von der Existenz, ohne die Arche würden wir womöglich nie um die Existenz von Noah erfahren haben. Und ohne die Arche würde es Noah vielleicht gerade mal so in ein Geschlechtsregister geschafft haben. Noah steht und fällt mit dem Bau der Arche. Noah identifizierte sich zu 100% mit Gottes Anliegen. Das heißt, wenn Gott das Ende der Welt ein Anliegen war, so wurde dies sogleich zu einem Anliegen von Noah. Wenn Gott der Bau einer Arche ein Anliegen war, so wurde dies zugleich ein Anliegen für Noah. Und die Schrift sagt, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Da steckt so viel drin in diesem kurzen Vers. Es liest sich so einfach, aber es ist mit einiger Mühsal verbunden. Es wird am Ende der Zeit Noahs geben. Die Frage ist für die nächsten Minuten, ihr Lieben, was tun die endzeitlichen Noahs? Es wird am Ende der Zeit eine Arche geben. Die Frage für die nächsten Minuten, wofür stehen diese endzeitlichen Archen? Schließlich stand da auf trockenem Boden nach 120 Jahren diese Arche. Und das muss doch irgendeine Bedeutung für uns heute haben. Schauen wir uns also die Geschichte an. Gott kündigte Noah nichts Geringeres als eine weltweite Sintflut an. Also ein Ereignis, welches nicht nur niemals zuvor existierte, sondern auch ein Ereignis, welches völlig undenkbar und gerade abwegig war nach damaligem Denken. Denn es ist uns offenbart, seine enge Verbindung zu Gott gab ihm die Kraft des Himmels, 120 Jahre lang ein Ereignis anzukündigen, das nach damaligem menschlichem Wissen unmöglich war. Das war die Physik, das war die Wissenschaft. Unmöglich. Noah, was erzählst du da? Hat dir dein Glaube zugesetzt und den Verstand geraubt? Dieses Ereignis, was Gott hier offenbarte, widersprach auch allen Naturgesetzen.
Die vor der Sintflut lebenden Menschen beriefen sich darauf, hier steht es, dass die Naturgesetze jahrhundertelang unverändert geblieben waren. Noch nie hatte es geregnet, die Flüsse waren bis dahin noch nie über die Ufer getreten. Gott würde doch wohl nicht etwa die Naturgesetze einfach mal so nebenbei außer Kraft setzen? Und nach meinem Wissen wurden die Naturgesetze seit der Schöpfung bis dahin nie außer Kraft gesetzt. Das schließt Wunder nicht aus, aber die Naturgesetze waren bestehend. Wie könnte der gesamte Globus von Wasser überspült werden, wenn bisher das Wasser noch nicht mal seinen Flusslauf verlassen hatte? Woher sollte das Wasser kommen? Niemals gäbe es doch so viel Wasser, um den gesamten Globus zu bedecken. Das geht doch nicht. Und Abhilfe, jetzt haltet euch fest, ihr Lieben, Abhilfe gegen diese weltweiten Sturzfluten, die angeblich kommen sollten, sollte ein kleines Schifflein sein, welches irgendwo geografisch auf dem Globus verstreut, Stecknadelkopf groß im Vergleich zur Erde, mit ein paar Brettern zusammengehauen werden sollte. Also das geht doch nicht. Und jetzt noch ein Punkt. Noah fiel dabei sehr wohl auf, dass dieses Schifflein noch gar nicht existierte. Wir stellen es immer einfach so dar, ja, war dann irgendwie am Ende da, das Schifflein. Auch fiel ihm auf, dass Gott diese Arche nicht geben würde. Gott hat sie nicht gegeben. Er müsste sie, und jetzt kommt der Schreck, er müsste sie selber bauen. Hätte er so viel Glauben, das Ding zu bauen? Dem Ereignis entsprechend sollte sich Noah vorbereiten. Und Gottes Absicht bei dem Geben der Offenbarung bestand darin, einen Ausweg zu bereiten. Das war der einzige Sinn der Offenbarung. Gott wollte einen Ausweg bereiten und den Menschen in sein Abschlusswerk mit involvieren. Dazu wählte Gott sich eine geeignete Person. Mit dieser Person teilte Gott seinen Ratschluss. Und von dieser einen Person machte Gott das Leben einer ganzen Generation abhängig. Und das Schicksal und Überleben der ganzen Menschheit hing zu dieser Zeit von dieser Person ab, der Gott sich offenbart hat. Was für ein kostbares Vorrecht. Würde Noah diesem kostbaren Vorrecht entsprechend leben? Jeder Errettungswillige könnte die Bootsfahrt zum Leben antreten. Und das umsonst. Wer sich nicht auf diese Bootsfahrt einließ, würde Noah zufolge danach nie wieder irgendetwas antreten können. Und ja, wir müssen es zugeben, das Boot würde zwar ein wenig Seegang haben und auch durchgeschüttelt werden, aber während all der Jahrtausende wird das die sicherste Schifffahrt jemals gewesen sein. Unsere Kreuzfahrten, ihr Lieben, erreichen gar manchmal einen anderen Kontinent. Müssen wahrscheinlich Aufschlag bezahlen, weil es sich so schön anhört. Doch Noahs Arche nahm sich nichts weniger vor, als auf eine andere Welt zu schippern. Hat jemand schon mal solch eine Bootsfahrt buchen können? Zu Recht sind die Hände unten. Noch nie gab es eine Reise mit solch einer Mission. Und jetzt die Frage, stieß die Offenbarung Gottes auf irgendeine Reaktion seitens Noahs? Ihr Lieben, hört ihr das? Nur wenig später machte sich bereits eine Gruppe von Männern an den Bäumen da draußen zu schaffen. Und jeder sollte es hören können. Diese Bäume, die da standen, waren noch Zeitzeugen der Schaffung des Menschen am 6. Tag gewesen. Doch jetzt sollten diese Bäume ihr Ende finden. Und der Aufschlag dieser kolossalen Gebilde auf dem Boden dröhnte nur so übers Land. Und das Dröhnen konnte weit entfernt gehört werden. Das Vibrieren des Bodens konnte weit entfernt gespürt werden. Begleitet von diesen Erschütterungen waren konstante Hammerschläge.
Jeder Hammerschlag an der Arche war für die Umwelt ein Zeugnis. Noah zog so die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf sich. Noah musste Gott irgendwie bei Wort genommen haben. Würde er wirklich an das Eintreten der Flut glauben? Die Schrift sagt, der Geist der Weissagung sagt, während Noah der Welt unentwegt seine Warnungsbotschaft verkündigte, bewies er zugleich seine Aufrichtigkeit mit der Tat. Er gab der Welt ein Beispiel dafür, dass er fest glaubte, was Gott sagte. Ohne Noahs Mitwirken hätte Gottes Plan nicht aufgehen können. Das ist der Punkt. Und Noah arbeitete, als würde alles von ihm abhängig sein. Keine menschliche Weisheit hätte ein Schiff von solcher Festigkeit und Dauerhaftigkeit ersinnen können. Gott entwarf den Plan und Noah führte ihn meisterhaft aus. Noah sagte dafür sogar seine bei Check24 gebuchte Fernreise ab. Denn er brauchte alle Mittel für den Bau der Arche. Es heißt, alles, was er besaß, verwendete er für die Arche. Würden sich Gottes Worte wirklich bewahrheiten, so würden die Menschen sehr bald ihren Besitz verlieren. Noah hingegen würde nichts verlieren, denn für die Arche gab er alles auf. Die Arche war letztlich sein Besitz. Er hatte also alles in die Errettung seiner eigenen Familie investiert. Und das nennen wir doch mal eine gelungene Investition. Bisher vermochte aber kaum jemand den Wert dieser Investition zu erkennen. Erst mit der Flut würden alle den unermesslichen Wert von dieser Investition Noahs erkennen. Dann wären selbst sie bereit gewesen, all ihr Vermögen für nur eine Eintrittskarte zu geben. Doch dann wäre es zu spät. Diese Eintrittskarte musste im Glauben erworben werden. Mit der Flut stieg der Preis für diese Eintrittskarte ins Unermessliche. Mit der Flut verlangten sie alle nach einer Eintrittskarte. Dennoch hätte niemand verloren gehen müssen. Denn Noah war zwar sehr, sehr beschäftigt, aber für eine Sache nahm er sich Zeit. Wofür nahm er sich Zeit? Nämlich fürs Predigen. Während der Bauzeit sollte er predigen, dass Gott eine Wasserflut über die Erde bringen werde. Würde Noah durch sein Abmühen und diesen Predigten also irgendetwas erreichen? Ihr Lieben, wie erfolgreich schätzt ihr Noahs Werk ein? Wie erfolgreich war dieser Noah? Er war außerordentlich erfolgreich. Nicht nur überlebte die Menschheit, sie überlebte dadurch. Die Menschheit überlebte. Und die Tierwelt überlebte durch Noahs Einsatz. Wir alle heute in diesem Raum und jeder Mensch auf dem noch so verlassensten Ort und Plätzchen dieser Welt würde ohne diesen Noah heute nicht existieren. Heute ist so häufig vom Artensterben die Rede. Hätte Noah seinen Dienst nicht erfüllt, hätten wir längst keine Arten mehr. Sie wären alle dahin. Selbst die Nacktschnecken wären weg. Stellt euch ein Leben vor ohne Nacktschnecken. Ohne Noahs Einsatz wären mit einem Schlag Menschheit und Tierwelt ausgestorben und die Welt wäre wieder wüst und leer. Da wäre niemand mehr, der das Artensterben noch hätte bejammern können. Und Gott hätte wieder bei der Schöpfung anfangen müssen. Ein Überleben war einzig möglich als Resultat von Noahs Bauprojekt. Und es dürfte seither das größte Bauprojekt der Weltgeschichte gewesen sein. Welches andere Bauprojekt würde mit 120 Jahren Bauzeit einhergehen? Selbst der Panama-Kanal dauerte nun etwa 2 Jahrzehnte. Und die Schöpfung dauerte gar nur 6 Tage. Sein Bauprojekt war die einzige Möglichkeit, unversehrt durch diese Sintflut zu kommen. Nur so
ging es durch die letzte Krise der vorsintflutlichen Welt. Könnte es daher nicht auch für uns heute etwas geben, etwas, was über das Predigen hinausgeht? Denn neben seiner Predigt war da noch dieses Bauprojekt. Wir können es nicht wegpredigen, dass es dort war. Es war dort. Müsste es dann nicht auch für uns, ihr Lieben, ein Bauprojekt geben? Schließlich sagt Christus, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein am Ende der Zeit. Könnten Christi Worte eine tiefere Bedeutung haben als von uns erwartet? Gibt es womöglich auch für uns heute etwas praktisch zu tun? Und die weitläufige Antwort aus unseren Reihen lautet Nein. Heute predigen uns Prediger, dass es für das Ende keiner praktischen Vorbereitung bedarf. Die Vorbereitung auf das Ende sei nur geistlicher Natur. Mit anderen Worten, wir sollten beten, wir sollten unsere Bibeln studieren, eine feste Verbindung mit unserem Gott haben und gegen all das kann nichts gesagt werden. Ohne all dies würden auch unsere Archen nichts ausrichten können. Aber da hört es eben nicht auf. Warum sollte Christus unsere Zeit mit einer Person verglichen haben? Er hat ja aktiv dieses Beispiel gewählt, die sich für 120 Jahre Tag um Tag, hab's mal mitgebracht, ja, aus dem bayerischen Raum, mit Bauplan abmühte, mit einem Hammer, wahrscheinlich dreifach so groß, ich habe den besten gebracht von meiner Schwiegermama, den ich finden konnte, mit Säge abmühen, was ist das? Eine Schraubzwinge und mit Winkel für 120 Jahre. Warum sollte Christus unsere Zeit damit verglichen haben, wenn es dann nicht auch für uns etwas praktisch zu tun gäbe? Ihr Lieben, ich erinnere mich gerade an eine praktische Lektion von unserem ersten Prophethielehrer. Und es war eine Lektion, muss ich zugeben, die sich meinem Gedächtnis sehr eingebrannt hat. Und ich würde ganz kurz die Lektion mit euch teilen, wenn es recht ist. Wir haben noch genügend Zeit. Diesmal spiele ich meine Vorzüge aus. Ja? Jetzt kann ich noch sagen, dass die Zeit doch noch großzügig gegeben ist. Und dieser Prophethielehrer war Maurice Berry. Und er kam zu uns aus Amerika auf die Missionsschule. Und zwar die Missionsschule, die im schönen Portugal auf dem Land lag. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte seinen Unterricht auch in der Stadt gerne beigewohnt, wäre viel praktischer gewesen und unkomplizierter. Aber die Leiter dieser Einrichtung auf dem Land sahen irgendwie das Leben auf dem Land als wesentlich für Gottes Volk am Ende der Zeit. Konnte ich nicht verstehen, nicht im Entferntesten. So unterrichtete er, dieser Maurice, uns dann auch in einem Gebäude, das zwischen der Gemüsebeete und dem großen Wasserfall lag. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, war sehr schön. Auf jeden Fall idyllisch. Fürs Auge war was gegeben. Genau genommen hatten wir nicht nur einen Fluss, wir hatten sogar zwei Flüsse, die sich auf dem Grundstück dann vereinigten. Und durch einen dieser Flüsse versorgten wir auch all die Terrassen des Grundstücks. War wirklich sehr schön. Bei etwa 10 Hektar Landfläche kommen da schon einige Kubikmeter Wasserbedarf jeden Tag zusammen. Da muss schon Fluss für herhalten. Dazu mussten wir, damit dieses Land versorgt werden konnte, 800 Meter Rohre direkt entlang des Flusslaufes verlegen. Wenn ihr mir folgen könnt, ja, was es für ein Aufwand ist, um nämlich einen Punkt zu erreichen, der höher war als unser riesiger Wassertank. In dem Wassertank hätte man schwimmen können. Einmal durfte ich drin schwimmen, weil ich die Anschlüsse legen musste. Letztlich erfuhren wir über eine alte Armeekarte von diesem Punkt. Und diese Armeekarte diente uns wie das hier als Bauplan. Das ist ganz interessant. Ja, ich packe den Bauplan mal wieder weg. Nach dieser Karte war das der einzige Punkt, 800 Meter entfernt, der 3 Meter über unserem Wassertank gelegen sein sollte. Und wir verließen uns auf diesen Bauplan und danach schufteten wir für Wochen.
Schließlich wollten wir unabhängig sein von elektrisch betriebenen Pumpen. Daher nutzten wir einfach die Schwerkraft, die Physik, ja, sie ist ja noch konstant, um das Wasser in unseren Wasserspeicher zu bringen. Und ich kann sagen, es war richtig Arbeit. Mit 2 Brüdern verlegten wir diese Rohre, wirklich solch große Rohre, und wir brauchten dafür einiges an Werkzeug. Unter anderem auch Macheten und auch so eine Säge. Ja, so eine Säge wie diese hier. Ja. Nur so konnten wir uns durchs Dickicht am Fluss schlagen. Schließlich war da gefühlt für 100 Jahre niemand mehr diesen abgeschiedenen Flusslauf aufwärts gelaufen. Und entsprechend zugewuchert war dieser Flusslauf. Ohne diese Werkzeuge wäre es nicht gegangen. Ich muss sagen, es war schon ganz schön praktisch, muss ich wirklich zugeben. Ja, ich kam frisch von der Universität und jetzt auf einmal mit Säge und all diesen Dingen. War auch wirklich mühsam. Aber irgendwie war den Leitern die Unabhängigkeit von den Wasserversorgern wichtig. Denn sie meinten, dass die Unabhängigkeit in der letzten großen Krise ein kostbares Gut wäre. Denn wir könnten wohl, meinten sie, Zielscheibe von irgendwelchen Repressalien, ich kann das Wort kaum aussprechen, werden. Schließlich verfolgen wir einen Kurs, der dem Kurs der Welt zuwider ist. Und vor allem über wirtschaftlichen Druck, ja, wirtschaftlichen Druck, haben sie immer gesagt, würde man uns zum Einknicken zwingen versuchen. Das wäre nicht schön. Also sollten wir uns genau darauf vorbereiten. Ist schon interessant, oder? In was für einer Welt manche Adventisten leben, ja? Als die Rohre endlich gelegt waren, begann das Wasser erstmals in diesen Wasserspeicher zu schießen. Dafür war wochenlange Planung und Arbeit nötig. Und diesen Moment, ihr Lieben, kann niemand nachempfinden, der über das bloße Aufdrehen und Zudrehen eines Wasserhahns in seinem Leben nicht hinausgekommen ist. Von nun an waren wir wieder ein wenig unabhängiger. So leicht könnte man uns jetzt den Wasserhahn nicht zudrehen. Und damit sich jetzt das Wasser, wir würden ja nicht mit der Gießkanne gehen wollen, es geht ja gar nicht, gleichmäßig über die Terrassen verteilte, legten wir dafür in den Gärten die, ich glaube, Tröpfchenbewässerung, Bruder Luft, ich glaube, es hieß Tröpfchenbewässerung. Auch das war einiges an Arbeit. Puh. Es war vor allem mühsam, diese Tropfvorrichtung, diese kleinen Dinger in die Bewässerungsschläuche zu schlagen. Da hat man so einen Hammer in etwa, gebraucht, um sie da rein zu schlagen. Ist schon interessant, oder? Dass Noahs Werkzeuge irgendwie passend für uns am Ende der Zeit sind. Und da tun dann am Ende des Tages schon mal die Knochen weh. Dann war den Leitern irgendwie noch wichtig, auch so etwas wie eine Unterkunft zu haben. Denn sie meinten, dass einst die Menschen in Scharen kommen würden. Das haben sie sich irgendwie so gedacht. Also bräuchte es einen Platz für diese Menschen, und wir müssten diese Menschen dann versorgen, denn es kommen wohl Ereignisse über diesen Globus, worüber diese Menschen heute nicht wissen. Aber uns sind diese Dinge wohl offenbar. Daher müssten wir für sie tun, was sie nicht für sich selber tun könnten. Könnt ihr mir folgen? Ist wirklich kompliziert, ja? Aber ich gebe jetzt euch nur wieder, was sie gesagt haben. Also begannen wir mit dem Bau eines Sanatoriums. Und dort, wo einst ein Schweinestall stand einige Monate später ein Sanatorium. Auch das war richtig Arbeit. Wir brauchten gute Pläne, die kamen von Jens Giller übrigens, und ein stabiles Fundament. Schließlich war das Bauprojekt an einem Hang gelegen. Das Fundament wurde gelegt, die Wände wurden hochgezogen, die Wände wurden verputzt, schicke Fliesen kamen hinein, abgeschlossen wurde dann das Dach mit einem stabilen Holzkonstrukt. Und bei all diesen Arbeiten kamen auch schon mal, Winkel, es waren Winkel, sollte rechtwinklig sein. Stellt euch vor, das Haus oder die Wände wären nicht rechtwinklig, aber für das Holzkonstrukt so eine Schraubzwinge zum Einsatz. Ist interessant, oder? Wir hatten all diese Werkzeuge schon mal. Ich packe sie doch noch mal hier hin. Direkt nach Fertigstellung des Sanatoriums kamen auch schon die ersten Gäste. Das heißt, wir schufen Sanatorien, die wir selber eigentlich gar nicht brauchten,
Und wir pflanzten Gärten, deren Früchte wir niemals hätten essen können. Ich erinnere mich an ich glaube, es war eine der ersten Kürbisse, die wurde mit der Schubkarre nach oben gebracht. Und die hat die ganze Schubkarre eingenommen. Hätten wir niemals essen können, hätten wir den ganzen Winter von leben können. Also wir hatten nur die ganze Arbeit, doch die Leiter meinten irgendwie, dass einst die Menschen dann in Scharen kommen würden. Und für sie würde sich der Aufwand, ist ganz schön im Glauben vorangehen, oder? Ne? Man sieht ja nichts. Aber für sie würde sich der Aufwand irgendwie doch lohnen. Das heißt, wenn sich die biblische Prophetie über die letzten Ereignisse erfüllt und wenn der laute Ruf ergeht, werden diese sich uns anschließen und dann bräuchten diese eine Zufluchtsstätte, ein Ort, wo sie hineinfliehen könnten, bevor diese Tür verschlossen wird, diese Gnadenzeit vorbei ist. Also sie bräuchten einen Ort, wo sie während der Verfolgung hin könnten, denn in den Städten würden chaotische Zustände herrschen. Und gerade wohl für Sabbathalter wären das keine leichten Umstände, weil wir werden wohl nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen können. Und bis dahin müssten wir irgendwelche alternativen Versorgungsquellen angezapft haben. Bis dahin müssten wir es geschafft haben, unsere finanziellen Mittel umzuschichten. Denn unser Bankkonto wohl, auch das Bargeld und sogar die Silberreserven könnten dann nicht mehr eingesetzt werden. Wir könnten uns davon nicht ernähren. Denn jedem treuen 7-Tags-Adventisten werden diese Möglichkeiten wohl genommen werden. Auch Noah musste umschichten. Seine Geldmittel und sonstigen Reserven hätten ihn nicht vor der Flut bewahren können. Er musste sie rechtzeitig ummünzen in eine flutsichere Währung. Kann mir irgendjemand helfen, wie ich jetzt auf dieses Beispiel in Portugal gekommen bin? Ach ja, danke schön. Ich wollte eine Lektion. Ich wollte doch von diesem Moritz Beere euch erzählen. Schließlich existieren ja heute weit verbreitete, Ansichten über das Ende, dass nur eine geistliche Vorbereitung und nichts praktisch zu tun sei. Und der Maurice sagte, dass wir nie von einer Person alles Licht erhalten würden. Und das hat sich mir eingebrannt. Gott macht sich nicht von einer Person abhängig. Keiner von uns ist unfehlbar oder hat alle Wahrheit. Lasst uns selber das Wort studieren und nicht verlassen auf Menschen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet aber der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Ihr Lieben, wie kann es sein, dass Gottes Endzeitvolk so sehr über die Endzeitvorbereitung getäuscht ist? Warum hören wir nichts mehr von all diesen Dingen? Warum hören wir nichts mehr davon, die Städte zu verlassen? Warum hören wir nichts mehr von dem Leben auf dem Land? Schließlich geht es um nichts Geringeres als ums Leben und Überleben am Ende der Zeit. Noah überlebte das Ende der Zeit, denn sein Glaube stand nicht im luftleeren Raum. Sein Glaube richtete sich auf die Verheißungen, auf das Wort hin. Gott hatte nie verheißen, Noah in Untätigkeit vor den Fluten zu retten. Wäre Noah über den bloßen Glauben nicht hinausgekommen, dann wäre Noah in den Sturzfluten umgekommen. Der Glaube hätte Noah nicht vor dem Ertrinken bewahren können. Die Wassermassen hätten sich nicht um Noahs Glauben geschert, egal wie groß der Glaube angeblich gewesen wäre, sondern gerade weil Noah glaubte, baute er die rettende Arche. Gerade weil Noah wirklich an das Eintreten einer gewaltigen Sintflut, genauso wie es offenbart wurde, glaubte, baute er die Arche, um dieser Flut entkommen zu können. Sein Glaube verdeutlichte ihm, dass seine einzige Chance aufs Überleben in dem Vorbereiten auf das angekündigte Ereignis bestand. Als dann der größte Lockdown der Weltgeschichte
die Welt ereilte, störte es Noah noch nicht einmal. Denn Gott hatte für seine Minimalversorgung gesorgt. Er hatte einen Platz und er hatte zu essen. Und das reichte ihm. Damit war er glücklich. Wahrer Glaube beruht immer auf den Verheißungen Gottes. Hätte Gott nämlich Noah den Untergang der Welt durch eine Sintflut zu seinen Lebzeiten offenbart und ihm verheißen, ihn als einzigen Erdenbürger mit einem fliegenden Teppich vor den Wassermassen zu bewahren, dann wäre das Vertrauen auf diese Verheißungen Gottes der wahre Glaube gewesen. Das untätige Vertrauen und Abwarten, bis einst an dem Tag der Fluten der Teppich zum Einsatz kommt, wäre wahrer Glaube gewesen. Hätte Gott aber nun statt dem Teppich eine Arche als Mittel zur Errettung vor den Fluten vorgesehen und dies mit der Aufforderung verbunden, diese Arche auch zu bauen, dann wäre wahrer Glaube alles auf diese einzige Karte zu setzen und die heilsbringende Arche auch wirklich zu bauen. Und genau das tat Noah. So einfach ist es. Das ist die Geschichte von Noah. Er setzte alles auf diese eine Karte und er hatte keinen Plan B. Sein Plan A mit der Arche musste aufgehen. Wenn ihn die Arche nicht in die neue Welt retten könnte, dann könnte ihn nichts in die neue Welt retten. Ihr Lieben, auch wir stehen vor der gewaltigsten Krise aller Zeiten. Und in dieser Krise wird es um Treue und Untreue gehen. Satan wird uns die Treue zu Gott möglichst schwer machen. Um möglichst leicht durch diese Prüfung zu kommen, hat uns Gott aber Satans Plan offenbart. Mit diesem Plan kommen wir gut durch die Krise. Wir kommen gut von dieser in die nächste Welt. Ihr Lieben, wo ist das Dröhnen unserer Arbeit zu hören? Noah machte sich schließlich gleich über die Bäume her. Es galt keine Zeit zu verlieren. Könnt ihr irgendetwas besonders gut? Verdienst du vielleicht mit dem, was du so gut kannst, dein Einkommen? Bald werden wir unsere Arbeitskraft nicht mehr verkaufen können. Auch werden wir bald unseren Kühlschrank nicht mehr mit dem Discounter speisen können. Denn manchen Menschen unserer Gesellschaft wird man das Kaufen verwehren und einschränken und verbieten. Ihr Lieben, was machen wir mit diesem Licht? Was hätte Noah mit diesem Licht gemacht? Hände in den Schoß und beten und abwarten? Warum hören andere nicht unser Dröhnen? Warum spüren andere nicht das Vibrieren des Bodens? Was läuft hier schief? Könnten wir womöglich denkbar schlecht auf den Sturm vorbereitet sein? Noah hingegen war denkbar gut auf den Sturm vorbereitet. Warum sind wir so verblendet und versäumen diese lebenswichtige Vorbereitung für das Ende der Zeit? Ohne diese lebenswichtige Vorbereitung werden wir in der kleinen Zeit der Trübsal menschlich gesehen verhungern. Denn die Engel und das Brot und das Wasser sind uns erst für die große Zeit der Trübsal verheißen. Warum verstehen wir die einfachsten Dinge nicht mehr? Wir sind am Ende der Zeit aufgerufen, die Städte zu verlassen. Durch den Einfluss der Städte wird es für uns und unsere Kinder denkbar schwierig, Charaktere für den Himmel zu entwickeln. Auch werden die Gerichte aufgrund der Sünden in den Städten dort besonders schwer herniedergehen. Auf dem Land sind wir hingegen vor einer Vielzahl dieser Gerichte geschützt. Und die Gemeinschaft mit Gott auf dem Land, die Verbindung mit der Natur wandelt uns um in sein Bild. So wie Noah wurden auch wir, warum vergleicht Christus uns mit diesem Noah, wurden auch wir explizit gewarnt. Den Ruf zum Verlassen der Städte hat Gott dabei nicht irgendeinem Propheten, einem kleinen Propheten vielleicht, überlassen. Ihr Lieben, dieser Ruf zum Verlassen der Städte wurde welchem Propheten anvertraut? Ellen White und wem noch?
Christus persönlich. Matthäus 24 spricht über Landleben, spricht über das Verlassen der Städte. Das heißt, Gott sah es für nötig, Christus persönlich darüber sprechen zu lassen, damit wir informiert wären. Aufgezeichnet finden wir diesen Ruf von Christus persönlich nicht etwa in irgendeinem Randkapitel der Bibel, sondern diesen Ruf finden wir in dem Endzeitkapitel der Evangelien schlechthin, und zwar in Matthäus 24. Damit könnte niemand sagen, wir wären nicht gewarnt. Und damit niemand sagen könnte, er verstünde nicht, wenn ihr mal aufschlagt, Matthäus 24, Vers 15, damit niemand sagen könnte, er verstünde nicht die Bedeutung des Gräuelbilds der Verwüstung aus Matthäus 24, Vers 15, gibt uns Christus selber in Lukas 21, nämlich 21, Vers 20, die Übersetzung dafür, was dieses Gräuelbild der Verwüstung heißt. Und damit wir die große Erfüllung in unserer Zeit heute schon einmal im Kleinen sehen können, lässt Christus seine Worte aus Matthäus 24 bereits in Miniatur bei der Belagerung und Zerstörung Jerusalems auf ein erstes Mal in Erfüllung gehen. Im Kleinen konnten wir daher bereits sehen bei der Zerstörung Jerusalems, was sich im Großen bald abspielen würde. Und damit wirklich jeder mitgenommen werden würde, würde Christus seine Warnungen auch nochmal in unserer Zeit, in unserer Sprache an uns richten. Unzählige Male hat Ellen White uns aufgefordert, die Städte wegen der kommenden Krise zu verlassen. Durch sie spricht Gott nicht nur über Christus zu uns, selbst in unserer Zeit durch Ellen, in unserer Sprache und heraus aus den Großstädten. Das ist meine Botschaft, kann nicht so schwer zu verstehen sein. Zudem übersetzt uns Ellen sogar nochmal den Matthäus 24, Vers 15 genannten genauen Zeitpunkt zum Verlassen der Städte. So schreibt Ellen, die Zeit ist nicht mehr fern, die schrieb sie im Jahre 1885, da wir wie die ersten Jünger gezwungen sein werden, an einsamen Orten eine Zuflucht zu finden, so wie die Belagerung Jerusalems durch die Römer für die jüdischen Christen das Signal zur Flucht war. So wird auch die Anmaßung unserer Nation, also Amerika, durch Gesetze den päpstlichen Sabbat zu erzwingen, für uns eine Mahnung sein, und zwar wofür? Dann wird es Zeit sein, die Großstädte zu verlassen. Die erste Belagerung Jerusalems war für die jüdischen Christen das Startsignal zum Verlassen Jerusalems. Es war die erste Belagerung. Das Zeichen geht raus. Und das taten sie dann auch. Die Christen taten es. Und nachdem sich dann die Belagerer völlig unerklärlich zurückgezogen hatten, sind sie rausgegangen. Belagerung, das war das Zeichen. Die Belagerer ziehen sich zurück, bis heute historisch unbekannt. Warum ist das geschehen? Und dann gingen sie raus, nach der ersten Belagerung. Mit der zweiten Belagerung, die circa 4 Jahre später kam, die erste war 66, die zweite war 70 nach Christus, waren bereits alle wahren Christen aus der Stadt geflohen. Und dies war auch notwendig, denn mit der zweiten Belagerung wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Zu diesem Zeitpunkt gab es kein Fenster mehr, aus Jerusalem zu fliehen. Die erste Belagerung, ihr Lieben, entsprach der Absichtserklärung. Die zweite Belagerung war die Umsetzung der zuvor ausgesprochenen Absichtserklärung. Und dies lässt sich auf das Sonntagsgesetz übertragen. Es würde zuerst eine Absichtserklärung geben, also einen Gesetzesentwurf, der zwar eingebracht, aber nie verabschiedet werden würde. Das wäre symbolisch die erste Belagerung. Und es gäbe ein eingebrachtes und dann auch verabschiedetes Sonntagsgesetz, sozusagen das zweite. Das wäre symbolisch die zweite Belagerung. Und diese würde auch zur Einnahme führen. Diese zweite ließe sich nicht mehr zurücknehmen.
dieses eigentliche Sonntagsgesetz. Das andere war ja nur die Ankündigung. Wir beabsichtigen ein Sonntagsgesetz. Ihr Lieben, das erste eingebrachte, aber nicht verabschiedete Gesetz, was nur ein Gesetzesentwurf war, trug sich im Jahre 1888 zu. Wie die erste Belagerung war dies für uns das Zeichen zum Verlassen der Städte. Gott zwang das Tier, Farbe zu bekennen. Gott zwang den Widersacher, vor aller Augen seine Absichten kundzutun. Und was würde als nächstes folgen nach der Absichtserklärung? Die Durchsetzung, die Durchführung des Anspruchs. Das nächste von uns bereits erwartete Sonntagsgesetz ist dann das eingebrachte und verabschiedete Sonntagsgesetz. Dies entspräche dann bereits der zweiten Belagerung. Der Zeitraum der Flucht erstreckte sich also von der ersten bis zur zweiten Belagerung. So war es in der Miniatur. Nicht anders wird es heute sein. Das ist das Zeitfenster. Wieso warten wir dann, und jetzt wird es so paradox, ihr Lieben, wieso warten wir dann auf eine Flucht mit der zweiten Belagerung, nämlich mit dem verabschiedeten Sonntagsgesetz in Amerika? Das ist so paradox. Wir ignorieren die Geschichte und wir lesen dieses Zitat, was wir gerade von Ellen gelesen haben. Im Jahre 2020, ungeachtet seiner Erfüllung bereits im Jahre 1888 und warten immer noch auf die erste Belagerung. Auch die Juden warten immer noch auf das erste Kommen Christi, als hätte es die erste Ankunft Christi nie gegeben. Was sie aber als nächstes erleben werden, ist die zweite Ankunft Christi. Was wir erleben werden, ist die zweite Belagerung, das verabschiedete Sonntagsgesetz. Wer hat uns bloß diese Irrlehre ins Ohr gesetzt? Es kann nur der Feind gewesen sein. Ihr Lieben, das Zitat, welches das stärkste Argument hätte sein sollen, vor dem kommenden Sonntagsgesetz die Städte zu verlassen, weil dort steht's, wurde von Satan für uns schlicht uminterpretiert, als würde es genau das Gegenteil aussagen und uns zum Verlassen der Städte mit dem Sonntagsgesetz oder nach dem Sonntagsgesetz aufrufen. Und viele plappern dies heute auch noch nach. Wo haben wir da unseren Verstand gelassen? Wir steuern auf die größte Krise zu, die Gottes Volk jemals ereilt hat. Doch vorbereiten auf die Krise wollen wir uns mit der Krise. Hat Noah das auch so gemacht? Was sagt Christus? Am Ende wird es sein wie zu den Tagen Noahs. Es ist so simpel. Wo bleibt da der Sinn? Schaut mal, 1885, dort steht die Jahreszahl, schrieb Ellen, die Zeit ist nicht mehr fern. 1888 kam dann der Sonntagsgesetzversuch, die Anmaßung, von der hier die Rede ist. Die Anmaßung unserer Nation. Es steht nicht Durchführung, nicht Durchsetzung. 3 Jahre später erfüllten sich bereits ihre Worte. Das Sonntagsgesetz konnte durch den entschiedenen Protest der 7-Tags-Adventisten, weiß jemand von wem? Von A.T. Jones, abgewendet werden. Und es war dann genauso wie prophezeit. Es hat sich erfüllt, doch anstatt zu handeln, ziehen wir daraus, dass wir noch warten müssten. Das ist so paradox. Ist es so leicht, uns zu verführen? Sagte Christus nicht auch in diesem Kapitel, wenn möglich, würden selbst die Auserwählten verführt? Könnten seine Worte tiefer sein, als wir es dachten? Wir dachten immer an die heidnischen Götzen. Ja, da komme ich doch einigermaßen gegen an. Satan weiß, dass da keine Verführungskunst für uns drinsteht. Für uns muss er tiefer in die Trickkiste greifen. Nach dem Sonntagsgesetz, ihr Lieben, werden wir andere Sorgen haben, als erstmal eine Suchanfrage auf den einschlägigen Portalen von ImmoScout, ImmoNet, ImmoWelt und Co. zu starten. Wir werden dann anderes zu tun haben, als erstmal bei Möbelhöfner,
bei unserem Küchenplaner uns unsere neue Küche für die Traumimmobilie entwerfen zu lassen. Und jeder Weltmensch würde uns bei solchen Vorstellungen für nicht ganz vernünftig halten. Wie soll dann Gott, ein Gott der Ordnung, ich liebe auch Ordnung, wie soll dann Gott, der ein Gott der Ordnung ist, solches Handeln von uns fordern? Wollen wir uns wirklich jetzt ein schönes Leben machen und dann über Nacht, sobald uns die Medien berichten, die Kunde von dem Sonntagsgesetz, was wahrscheinlich daherkommen wird unter dem Deckmantel der Klimarettung, dann wollen wir uns aufmachen und unser Domizil auf dem Land aufschlagen, so als hätten wir in Zeiten des Spätregens und des lauten Rufes nichts anderes zu tun, als jetzt unsere Immobilie zu suchen? Woher nimmst du überhaupt die Sicherheit, dann noch kaufen zu können? Den lauten Ruf werden dann wohl andere geben müssen, denn du wirst zu beschäftigt sein. Sehen wir die gewaltige Verführungskraft dieses Irrglaubens? Das ist die Futurismus-Auslegemethode für 7-Tags-Adventisten. Denn sie projiziert den Zeitpunkt des Verlassens der Städte einfach in die Zukunft. Wir werden die Archen vermutlich dann nie bauen können, wenn wir dieser futuristischen Auslegemethode anhängen. Da wir so lange warten, bis es zum Bau zu spät ist. Hat Noah mit dem einsetzenden Regen, mit dem Bau der Arche angefangen? Nein. Noah fing nicht erst an, mit den ersten Regentropfen zu bauen. Eine Vorbereitung auf die Krise wäre dann völlig lächerlich gewesen. Vielleicht wäre noch ein Floß entstanden. Gott sah es für angemessen an, Noah 120 Jahre vor der Krise mit dem Bau beginnen zu lassen. Rechnet mal aus, seit 1888, wie viele Jahre uns zum Bau der Arche bereits gegeben sind. Hätte Noah bis zum einsetzenden Regen gewartet, hätte er nie die Arche gebaut. Wie glaubhaft ist unsere Verkündigung, wenn sie uns selber nicht heiligt? Hättest du die Story mit der Flut Noah abgenommen, wenn er selber, der Noah, dafür keine Vorkehrung getroffen hätte? Ich hätte es ihm nicht geglaubt. Werden die Menschen uns heute die Story von dem Papsttum und dem Sonntagsgesetz und dem nicht mehr kaufen und verkaufen abkaufen, wenn wir selber dafür keine Vorkehrung treffen? Stellt euch vor, Noah hätte die Flut gepredigt, aber keine Arche gebaut. Was hätte er den Menschen sagen sollen? Oh ja, stimmt, die Flut kommt in 3 Wochen, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich war so sehr mit dem Predigen über die Flut beschäftigt, ich fand die Zeit einfach nicht zum Bauen. Wie glaubhaft wäre es gewesen? Oder, oh ja, stimmt, die Flut kommt in 3 Wochen, der Herr bringt uns schon irgendwie durch. Maranatha. Ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen. Das mag lächerlich erscheinen, aber genau das ist unser Motto. Und genau das ist der Unterschied zwischen diesem Noah, von dem Christus spricht, und uns, von dem Christus spricht. Noah praktizierte, was er glaubte. Und er predigte, was er praktizierte. So heißt es, Noah sollte den Menschen predigen. Und später heißt es, er zeigt durch den Bau der Arche, dass er glaubte, was er predigte. Es gibt 3 Gruppen von Adventisten in dieser Frage. Die erste Gruppe weiß gar nichts über die Landlebenbotschaft. Ja, viele wissen es gar nicht. Die zweite Gruppe weiß um Landleben, projiziert den Zeitpunkt des Verlassens der Städte aber in die Zukunft. So weit in die Zukunft, dass es zu spät sein wird. Es wird also eine dritte Gruppe von Adventisten geben müssen, die jetzt und heute vor dem Sturm bereits an ihren Archen bauen. Und schaut mal, vermutlich ist diese dritte Gruppe an Adventisten auch der Grund, warum es überhaupt einen Todeserlass gibt. Denn wenn alle Adventisten mit der ersten Prüfung einknicken würden,
Wenn alle Adventisten mit dem nicht mehr kaufen noch verkaufen Erlass ihre Segel streichen würden, na, ich bin dann mal raus. Wenn der erste Erlass also seine beabsichtigte Wirkung haben würde, dann bräuchte es keinen zweiten Erlass, dann bräuchte es keinen Todeserlass. Der zweite Erlass zeigt, dass der erste Erlass nicht die beabsichtigte Wirkung auf dieses Volk der übrigen hatte. Da Gottes Kinder also scheinbar immun sind gegen den ersten Erlass, muss Satan noch eine Schippe drauflegen und nun auch nach ihrem Leben trachten. Das heißt, dieser prophezeite Todeserlass ist uns keine Bedrohung. Er ist uns eine Verheißung, dass die erste Prüfung bestanden werden kann. Darauf können wir uns vorbereiten. Ihr Lieben, auf die zweite Prüfung können wir uns praktisch nicht vorbereiten. Das ist wirklich ein geistliches Werk. Zu diesem Zeitpunkt wird dann praktisch Gott eingreifen müssen, um unser Leben zu bewahren. Wir geben der Welt kein glaubhaftes Zeugnis über das Ende der Welt, wenn wir so leben, als würde es kein Ende der Welt geben. Der Glaube an die letzten Ereignisse muss doch zu irgendwelchen konkreten Handlungen bei uns führen. Uns sind mittlerweile 132 Jahre zum Archebau gegeben. Wenn Noah seine Arche in 120 Jahren aufbaute, wirst du sie nicht in 120 Tagen aufbauen können. Nun die Frage, die abschließende Frage. Hättest du damals an Noahs Seite gestanden? Hättest du mit ihm gebaut? Denk dran, damals stand er fast alleine und damals gab es die Kindergeschichte von Noah und seiner Arche noch nicht. Also wir hätten nicht um den Ausgang der Geschichte gewusst. Wären wir zu Noah geeilt, wären wir zu diesem Prediger in der Ferne gegangen, hätten wir unser Leben aufgegeben, um mit ihm an diesem Schiff zu bauen? Oder hätten wir vielleicht sogar über ihn gespottet? Vielleicht wären wir auch einfach nur untätig gewesen und hätten nach 120 Jahren mal geschaut, ja, was machte denn der Noah? Und sofern Noah recht hat, könnten wir immer noch auf die Arche aufspringen. Ihr Lieben, wir können ganz leicht überprüfen, ob wir damals mit Noah gebaut hätten. Wir hätten damals, und hier kommt der Test, mit Noah an der Arche gebaut, wenn wir auch heute an der Arche bauen. Das ist der Test. Und Gott hat uns bereits versprochen, dass es am Ende ein Volk geben wird, welches wie Noah eine Arche baut. Denn in Offenbarung 15, Vers 2 ist uns geweissagt, und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Gott wird am gläsernen Meer ein Volk haben, welches den Sieg über das Tier behalten hat. Trotz der Anschläge des Tieres blieben diese Gläubigen bewahrt. Als das Tier ihnen ans Leben wollte, wurden sie übernatürlich von Gott bewahrt. Als das Tier es ihnen schwierig machen wollte, das Leben auf dieser Erde, fanden sie Zuflucht auf ihren Landarchen. Daher gingen sie wie Noah unversehrt durch den Sturm. Und nicht nur die Offenbarung zeugt von diesem Sieg, selbst Christus sprach von uns. Ihr Lieben, selbst Christus sah die endzeitlichen Noahs und die endzeitlichen Landarchen, als Christus weissagte in Matthäus 24, Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Amen.